Das macht die Stadt Zürich gegen die Hitze. In der Schweiz gibt es immer mehr Hitzetage. Es gibt auch immer häufiger Tropennächte, wo die Temperatur nie unter 20 Grad geht. In der Stadt ist es wegen dem ganzen Beton besonders heiß. Die Stadt Zürich probiert darum Massnahmen aus, die die Temperatur ein bisschen herabholen sollen. Zum Beispiel mit einem speziellen Strassenbelag. Der wird nach der Verlegung zusätzlich abgeschliffen, damit er heller wird und sich so um bis zu 5 Grad weniger erhitzen soll. Erste Tests bezeugen das. Und wir reden selbstverständlich von der Testfläche, wo wir das jetzt genauer anschauen, aber wir sind überzeugt davon, dass das sicher eine gute Wahl ist. Jetzt haben wir 25,6. Bevor die wärmeableitenden Strassenbeläge ausgebaut werden können, müssen zuerst alle Tests bestehen. Es werden Infrarotsensoren an der öffentlichen Beleuchtung aufgehängt und dann wird durch den Sommer das mit dem Monitoring überwacht. Auch bei den neuen Gebäuden gibt es Verbesserungspotenzial. Die sollen so gebaut werden, dass kühle Luft in die Innenstadt gelangen kann. Zudem werden mehr Flächen begrünt. Der Vorteil dieser Kletterpflanzen da: sie kühlen die Wand ab und wachsen schnell. Während ich beim Baum vielleicht Jahrzehnte warte oder muss warten, bis er dann seine volle Leistung oder Größe hat, kann ich mit einer Vertikalbegrünung die Zeit hier verkürzen. Zum Teil sind gewisse Pflanzen schon in 2-3 Jahren auf mehreren Metern Höhe und haben dann praktisch schon ein grünes Gesamtbild ergeben. Auch Pflanzen und Bäume auf Privatgrundstücken haben einen grossen Einfluss auf das Stadtklima. In der Stadt Zürich dürfen darum grössere Bäume auch im eigenen Garten nicht ohne Bewilligung gefällt werden.